Guten Tag, ihr Leid. Ein neuer Morgen ist herangebrochen im schönen Hightail-Tal. Wie heißt eigentlich unser Hightail-Tal? Weiß. Scheiße heißt's. Okay. In unserem schönen Scheiße-Tal. Und an dieser Stelle, hallo Diora. Hi. Hallo Zuschauer, ich entschuldige mich nochmal. Es tut mir wirklich sehr leid für die letzte Folge. Also nicht die letzte Folge, die war sehr interessant. Heute gibt es weitere IT-Geschichten, während ich Marmor abbaue. Aber dieses Mal, ich gucke gerade extra nochmal, ich lasse meine Facecam aus. Also, die gehört aus. Ich habe sie, also in der letzten Folge, ihr werdet es vielleicht festgestellt haben, habe ich sie aus Versehen angehabt, weil ich vorher was anderes aufgenommen habe. Aber ohne Beleuchtung und alles. Das heißt, man hat unten so einen grau-schwarzen Glatzenmann gesehen. Das war ich. Tut mir leid für den Horror. Das war unnötig gruselig. So, also. Ich muss grundsätzlich, ich habe keinen anderen Auftrag gekriegt wie Marmor abbauen, während die gute Diora diese Strecke da baut, der ich hinterhergehen will. So, und sie erzählt uns Geschichten aus dem ITler-Garten. Auf geht's. Nächste Geschichte bitte. Ich sehe da gerade eine ältere Geschichte, die war relativ am Anfang. Ist eigentlich auch gar nicht so witzig. Also, nochmal kurze Erklärung, wenn sie sagt, sie sieht das. Nicht, dass sie die Geschichten von anderen vorliest. Sie hat sich auf Arbeit hingesetzt und hat sich einen Zettel genommen und hat sich so stichwortartig die Geschichten, die sie erlebt hat, aufgeschrieben. Deshalb sagte sie, liest hier, sie hat noch eine gefunden, sowas. Das sind alles reale Geschichten von realen Personen, Name eventuell entfremdet. Okay, also jetzt mal zum Einstieg ein bisschen was Leichtes, was noch nicht so schlimm ist, damit er nicht so ins Japsen kommt von lauter Lachen. Ja. Okay, weiter geht's. Hau weg. Ältere Geschichte, war wohl noch in der Ausbildung. Und zwar Excel 2017. Also noch nicht 365, sondern richtig noch... Ja. Okay, feine Sache. Oder ich weiß nicht, ob das 2017 war. Es war auf jeden Fall, zu Windows 7 Zeiten. Nicht die Online-Office-Suite. Nee. Und zwar ist es da öfter vorgekommen. Also, es gibt es Gott sei Dank im Excel nicht mehr, weil das würde mich wahnsinnig machen. In der Oberfläche vom Excel, das Arbeitsblatt, war ein eigenes Fenster. Und das konnte man minimieren. Das Arbeitsblatt war ein eigenes Fenster und man konnte es minimieren? Das war ein Fenster im Fenster, ja, das war, Okay, ja, okay, ich meine... Ja, das Moment, aber das hat schon grundsätzlich mit Tabs gearbeitet, oder was? Oder gab es da noch keine Tabs, also so wie es heute halt ist? Tabs gab's, glaube ich, auch schon, ja. Doch. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass das irgendwann mal... Ja, okay, weiter. Ja, auf jeden Fall. Es ist so oft vorgekommen, dass irgendjemand auf Minimiere geklickt hat und dann so. Meine ganze Datei ist weg. Wo ist denn das Fenster? Da ist irgendwo ist es kaputt gegangen. Ich habe nur da und dann war weg. Ja. Wie gesagt, also das waren halt so Notizen, die ich mir jetzt aus meinem gut zu wissen Ordner zusammengeklickt habe ein bisschen, weil das könnte ich jetzt mittlerweile löschen, weil das gibt es Gott sei Dank immer. Aber dieses wild rumklicken, nicht wissen, wo man hinklickt oder ich verstehe es nicht. Man muss doch so. Ja, ich glaube, das Problem von dir und vielleicht auch von mir ist, dass wir eine grundsätzliche Ahnung über den Aufbau von einem Programm haben. Also, so irgendwie, ich meine, es gibt ja Leute, die machen ein Programm auf und es gibt ein Update. Und der Button ist irgendwo anders. Irgendein Button ist irgendwo anders. Hör mir bloß auf, das aktuelle... Und die sind dann komplett verloren. Und du fragst, was hat dieser Button gemacht? Ja, da habe ich drauf geklickt. Ja, was Ja, aber das geht doch mir aber genauso. Ne? Ich habe jetzt aus Gründen gestöhnt gerade, weil Office 365 hat jetzt die Konten und Optionsbuttons auf der linken Seite jetzt nach unten verschoben. Der Rest ist nach oben. Okay. Aber die zwei Dinger sind jetzt unten.
Da suchst du dich natürlich alles mal 5 Sekunden, ne, guckst du rum und denkst so, ja, wo ist denn das jetzt? Ja, okay. Also, das regt mich wirklich auf. Leute, die sich mit ihren Programmen nicht beschäftigen. Das geht mir auf den Sack auf Arbeit. Weil die arbeiten nicht erst im besten Mal dran. Ja. Der Großteil. Außer die neu gerade dazugekommen sind oder der Azubis oder sowas. Aber die Leute, die da schon 5, 10, 15, 20 Jahre arbeiten und dann immer noch nicht hinkriegen, von wie heißt das, XLS zu XLSX mal eine Datei up-to-date oder so. Tut mir leid. Okay, also das war jetzt ein sehr spezifisches Ding, Ja. weil da brauche ich bei meinen Leuten erst gar nicht anzufangen. Die sind schon extrem verwirrt. Aus irgendeinem Grund tut Office 365 Automatisch voreingestellt in ODT, ja. richtig, in Open Document Texthilfe. Da musst du halt beim Installieren drauf achten, dass du das richtig hier einstellst. Und das macht die Leute irre. Ja. Wobei ich mich eigentlich frage, warum macht sie das irre? Sie sehen die Endung doch gar nicht. Sie haben natürlich, wie das ja neuerdings bei Windows so ist, die Dateiendung wird nicht angezeigt. Und wenn du es nicht vorher einschaltest, ja. Wenn du es nicht vorher einschaltest. So. Ich habe Dateiendungen immer an, weil hilft mir halt auch, aber die sehen hier, das ist ein grünes Dingens und das ist das Problem. Es ist ein grünes Icon, es wird mit Excel geöffnet, zum Beispiel. Fällt mir jetzt gerade ein, ne? So. Solltest du übrigens auch mal bei eurem ITler erwähnen, dass die Dateiendungen angeschaltet werden. Bei unserem ITler, ja? Ja, oder beim Chef, weil das ist schon nicht geil, wenn du da eine XLS.exe plötzlich irgendwo runterlädst. Ja, also sagen wir es mal so, mit den Computern, mit denen ich als dran sitze, da wo ich als bin, da habe ich es halt einfach eingeschaltet, weil ist mir scheißegal, was die anderen wollen. Das ist richtig so. Nee, aus Gründen. Es hat Vorteile, wenn man es sieht. Du siehst ja die Dateiendung normalerweise, wenn du irgendwo was abspeicherst, du siehst ja in dem Speichern-Dialog-Fensterlein da. Also ich schweife übrigens ab, so, ich will dich befragen. Los, sag was. Achso, nächste Geschichte. Ja, genau. Mann, ey, ich will hier Dinger und nicht hier alte Leute regen sich über Sachen auf. Übrigens, Moment, wo wir noch dabei sind, wenn ihr auch jemand seid, der sagt, ey, scheiße, mit jedem Update tun sie irgendwo die Buttons verändern, das macht mich irre, das macht uns alle irre. Was dagegen hilft, finde ich, ist mein Tipp, guckt, dass er mit Shortcuts, mit Keyboard-Shortcuts arbeitet. Und gewöhnt euch nicht an die Buttons. Einfach nicht dran gewöhnen. Also gewöhnt euch nicht dran. Ja. Arbeitet, wenn möglich, wenn ihr immer nur mit demselben Programm arbeitet, guckt euch an, was für Keyboard-Shortcuts das es gibt. Ja, verinnerlicht die. Oder wie die Optionen so viel heißen. schneller. Und ihr habt keine Probleme, ob das Fenster jetzt links, rechts, oben, unten oder der Button ist scheißegal. Steuerung K oder sowas macht dann zum Beispiel dies oder das. Ja. Oder merkt euch, wie die Optionen heißen. Nicht, ob die links oben waren oder ob ihr 3 Menüs durchklicken musst, sondern wie hieß das Scheißdreck. Weil dann kann man danach googeln und dann findet man es über Google oder über euer KI-Assistenten der Wahl. Okay, so, jetzt hat hier Rant Ende. Auf geht's. IT-Geschichten Start. Oh, der nächste. Also, schon wieder Kreide. Egal. Das waren ja jetzt alles bis jetzt Benutzer, die auch Benutzer waren. Okay. Es gibt noch eine weitere Gruppe an PC-Gefährdern. Gefährdern, okay, alles klar, erzähl. Es war zu Zeiten des Königs. Ja, so ungefähr. Des Königs bei denen, also es war zu der Zeit, wo man nicht einfach irgendwo einkaufen konnte, mal schnell, weil Corona. Zum Beispiel, ja. Ich wusste jetzt nicht, ob das bei dir ob ich Corona nicht sagen darf? Ja. Was? Er weiß ja nicht, was du davor hast mit dem Ding. Das war zu Corona-Zeit. Gut. Ich denke sehr gerne an Corona zurück. Das war eins meiner schönsten Zeiten. Als Introvertierter habe ich keine Probleme mit Corona. Die Leute haben Abstand gehalten. Die haben dir nicht an der Kasse in den Hacken gehangen. Nicht ablenken. Wir kommen gleich wieder in Liebeshymnen an Corona. Ja. Also nicht an Corona, aber an die Umstände, die herrschten. So weiter. Das kommen IT-Geschichten. Also, an einem produktiven Arbeitsplatz kriege ich einen Anruf.
Bei meiner Tastatur fehlt ein Buchstabe. Ja, das ist aber wirklich nicht cool, wie ich letztens festgestellt habe. Bei meiner Tastatur habe ich aus Wut die 7 abgerissen, die Zahl 7 im Tastenblock. Ja. Und das hat mich schon genervt. Also wirklich, weil du kannst ja noch eine andere 7, aber okay, ja, weiter. So, zu dem Zeitpunkt war aber halt wirklich extremer Lockdown. Da war, also, Mediamarkt war zu, komplett. Da war nichts mit mal schnell in den Mediamarkt. Ja, die Anfänge so, ja. Wir hatten halt Glück, dass unser örtlicher IT-Shop noch zusätzlich ein Paketshop war. Ah, okay, ich weiß, wen du meinst. Ja. Welchen IT-Shop. Ja. Der hat uns da gerade den Arsch gerettet. Okay, was war denn los? Weil ein Buchstabe fehlte? Ja, weil die Moment. Das ist unser CAD-Programm. Wie wär's, wenn du dich erstmal in Ruhe aushustest? Ja. Oh. Und ich trinke einen Schluck. Ja, ich schluck und trinke. Na gut, dann schluck mal einen Drink und trink mal einen Schluck. Ja, ich muss derweil die Zeit überbrücken. Ja, ich will hier eine kleine Story von genau diesem IT-Lädchen. Das ist ein kleiner Laden, sowas. Der hat halt IT-Zubehör, sowas hier in der Stadt so. Der ist mittlerweile umgezogen und noch kleiner. Okay, er ist bei manchen Leuten verschrien, dass er sau unfreundlich ist. Kann ich nicht bestätigen. Ich auch nicht. Ich war drin und habe einen Adapter gebraucht für, Name vergessen, also für Lüfterkabelgedönse, sowas. Ein Lüfterstecker auf 2, irgendwie sowas. Das ist so ein Pfennigsartikel, will ich nicht sagen, aber lass mal 1-2 Euro kosten oder sowas. Und er hat geguckt, und also ich habe erst geguckt, habe keins gefunden. Und dann hat er noch geguckt, hat gesagt, im System ist es drin. Ah ja, hier hab ich's. Und dann drückt er mal 3 von diesen Kabeln in die Hand, sagt, hier, nimm mit. Das war das Einzige, was ich kaufen wollte. Ich bin also rausgegangen, habe 0 Euro dagelassen und habe 3 Kabel geschenkt gekriegt. Auch wenn es Pfennigs- oder Euro-Artikel sind. Das war freundlich so. Wenn du allerdings reingehst, dadurch, dass er halt ein Paketladen war, er hat draußen einen ausgedruckten Zettel an der Tür hängen gehabt. Und da stand drauf, unsere Mitarbeiter sind ebenso wie die Paketdienstmitarbeiter Menschen. Sie wollen als solche behandelt werden und nicht angefeindet, angemault, irgendwas. Also es scheint da wohl irgendwas vorgefallen zu sein, dass da Leute reinkommen, unzufrieden mit irgendeinem Paketdienst sind und dann anfangen, Menschen deshalb dumm anzumachen. Also Leute, die dein Paket entgegennehmen, die gar nichts damit zu tun haben, dann irgendwie sagen, ihr seid unfähig und was weiß ich was. Und das war dann auch so, dass ich weiß noch, das war glaube ich Amazon. Der hat halt auch Pakete angenommen, die du dann da abholen konntest. Sprich, da kam dann der DPD-Bote, hat alles bei ihm abgeladen und dann kommen die Menschen und holen ihre Pakete ab. Pakete von Amazon hat er grundsätzlich in einen Mülleimer geschmissen. Der hatte da so ein Ständer, weißt du, wo man so eine Mülltüte reinspannen kann. Das war eine saubere Mülltüte. Da hat er alle Amazon-Pakete rein. Und jeder, der ein Amazon-Paket dahin hat liefern lassen, musste in diesen Mülleimer rein. Also er hat dann halt Deckel auf, hat es ihm rausgeholt aus dem Mülleimer, hat gesagt, hier bitte, such dir einen gescheiten Dienst. Ich glaube, dass es Amazon-Pakete waren. Es kann auch andere Dienstleister sein. Weil die halt einfach das Zeug da abgeladen haben, ohne überhaupt einen Zustellversuch zu machen. Ja, weil er selbst unzufrieden mit den Fahrern war, aber er hat sie nicht als keine Ahnung was bezeichnet. Er hat gesagt, ja, ne? Das sind halt faule Leute oder sowas. Aber ja, so, sorry, kurzer Abschweif. Ich mag den. Ich mag den Laden. Der Witz ist, jemand, der mit mir dann Ausbildung gemacht hat, der hat bei dem zum Beispiel Hausverbot gekriegt. Ja. Okay. Also, ja, okay. Weißt du warum? Also ich weiß, wie die Person sich artikuliert und ich kann es verstehen. Also wie dein Mitauszubildender? Ja. Damals? Ja. Okay. Ja. Also wenn du reingehst und dicke Arme machst und Leute behandelst wie der letzte Dreck, brauchst du dich nicht wundern, wenn du irgendwann genauso behandelt wirst von anderen. Ja. Support your local HDD-Dealer. Oh ja, in Zeiten wie diesen ist Dealer vor allen Dingen sehr groß zu schreiben, ja.
So. Ah ja, die Story geht ja noch weiter. Ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß ja gar nicht, was heißt weiter. Ich weiß nicht, was die Story ist. Also, Außer, dass ihr eine Taste gefehlt hat. ja, pass Obacht. Also ich habe dann bei dem Händler halt die Tastatur bekommen. Ich brauche noch Marmor. Zu einem normalen Preis halt. Keine Ahnung. 15, 20 Euro, sowas halt normaler Tastaturpreis. Angeschlossen. Dann wird so 14, 15 Uhr. Putzfrau kommt und sagt halt so, oh, das ist aber schön, dass da eine neue Tastatur ist. Ich habe nämlich die Tastatur absaugen wollen und dann ist mir die Taste flöten gegangen. Okay. Ja. Wie hast du darauf reagiert? So wie wir bei uns bei allem bei sowas reagieren, gar nicht. Ja, das ist eins Problem von der guten Diora, dass sie Sachen, wo sie mal laut geben sollte, sagen wir es mal so, Alter, sieht das schlimm aus, was du da machst. Boah, hey, du hältst den Stein hinter dich. Du bist so gebückte Haltung. Du hast den Stein hinter dir, guckst nach vorne, läufst rückwärts und haust da irgendwie Steine dran. Das sieht richtig schlimm aus. Okay. So, also, ja, IT oft oder manchmal oder häufig eher introvertierte Leute. IT ist... Nicht unbedingt, aber ja. Ja, also, nicht unbedingt, aber... Die Extrovertierten gehen in den Vertrieb. Man trifft sie da vermehrt an. Ich sage nicht, dass nur ist oder so, aber ja. Und da gehört sie, also du gehörst da definitiv dazu, ich auch ein bisschen, aber ich lasse es mir nicht anmerken oder ich versuche es zu überspielen. Jeder Introvertierte kennt das, wenn er einen Extrovertierten oder einen normalen spielen muss. Jeder ja, aber kennt das, glaube ich. Wir brauchen die Extrovertierten, weil Bitte? sonst würden wir nichts zustande kriegen. Ja. So, ja, ne? Wir brauchen ja die Leute, die für uns irgendwas bestellen oder so. Ja. Und dann gibt es halt Sachen, wo du halt alles Recht der Welt hättest, zu sagen, ey, sag mal. Weißt du, genau so, ey, sag mal. Aber du sagst halt nichts. Ja gut, dafür habe ich ja jemanden. Also es kam dann halt auch die Anweisung, hier Tastaturen und sowas. Bitte keine Tastaturen einsaugen. Ja. Also, ja. Sobald nicht irgendwie eine neue Putzfrau kommt und das ja, nicht, und das nicht neu angelernt, antrainiert werden muss. Ja. Ist alles okay. Es ist quasi Missing in Action, nennt man das. Wenn während der Arbeit so Kollateralschäden, da kann man nichts machen, weißt du. Ja, doch kannst du was machen. Das kann dir einmal passieren, vielleicht auch zweimal. Aber beim dritten Mal, finde ich, nimm den Staubsaugerbeutel, mach ihn auf, gib mir die Taste. Ja, oder sag mir zumindest, was passiert ist, damit ich reagieren kann. Ja, stimmt. Wenn plötzlich übers Büro verteilt an 7 verschiedenen Stellen Tastaturen fehlen, da könnte man ja eine Gruppe bilden. Eine Tastatur muss geopfert werden. Ja, also ich meine, wir haben immer irgendwo welche als Ersatz da liegen, aber die sind halt wirklich mehr so Notlösungen. Ja, also mit denen will man nicht arbeiten, weil die Leute, die an diesen Arbeitsplätzen arbeiten, die brauchen halt auch extra Du könntest natürlich auch hingehen und könntest denen so diese rollbaren Gummitastaturen hinlegen. Und dann sagen, die Putzfrau ist schuld. Also nicht, die können ja nichts dafür, die Leute, die da arbeiten. Aber wenn die mit so einer Gummitastatur arbeiten müssen und dann halt sagen, die Putzfrau ist schuld, bedank dich bei der. Das wird Mord und Totschlag geben. Ja. So. Geschichte fertig? Das war also die Putzfrau hat die Tasten eingesaugt und hat es quasi nicht wirklich gleich kommuniziert. Ja. Ja. Das ist doof. Das war halt wirklich ein saudummer Zeitpunkt. Also viel dümmer jetzt nicht laufen können, außer jetzt vielleicht gerade irgendwie zu diesen RAM-Preisen RAM einsaugen oder sowas. Was soll der RAM einsaugen, wenn sie im großen Industriesauger kommt? Alter Falter, okay. Alles klar. So, nächste Geschichte, auf geht's. Bin gerade so mit dabei. Okay, also das hatte ich glaube ich schon mal angerissen. Bei der Excel-Geschichte, und zwar Excel-Dateien hatten früher die Endung XLS. Ja, genau. Das war's. Ja. Wir haben jetzt die neuen, haben ein X hinten dran. XLSX. Ja. Und manchmal auch noch XLSM.
XLSXM, was? Also wenn Makros drin sind. Ja. Ist ja auch egal, lass gut sein. Ja. Also wenn ich sowas mitkriege, dann öffne ich die und speichere die anders ab. Wenn ich sehe irgendwo. Ja, ich frage das natürlich für einen Freund. Ja. Was für ein Problem hat es, die weiter unter dem alten Datei-Ding abzuspeichern? Gibt es da bestimmte Features, die dann nicht funktionieren? Ich weiß nicht, also ich kenne jetzt nicht die Spezifikationen von den einzelnen Dateien, aber es kommt halt bei uns einfach vor, dass wenn die Dateien zu groß sind oder 2 offen sind oder sowas, das ist dann beim Drucken abgeschlossen. Oh. Okay. Ja, also die Datei hat da mindestens schon 5000 Tabs drin. Mhm. Es ist ja nicht so, als wenn da eine Meldung kommt, Datei konnte nicht gedruckt werden, weil... Es tut mir leid, ich kann mit der Person, wo das auftritt, nicht diskutieren. Krass, fressender Baby. Weil das ist Buchhaltung und Personal gleichzeitig. Also für beides muss man schon einen gewissen Charakterzug haben, aber wenn das noch kombiniert ist. Ich weiß nicht, ob ihr Leute mit Personalern oder mit Buchhaltern zu tun habt, aber ich glaube, ihr habt dann ein ziemlich gutes Bild davon, von was ich rede. Und da diskutierst du nicht. Dann sagst du, ja, ist okay, ich mach. Und dann machst du halt die eine Datei zu und druckst das und dann ist wieder gut. Ja. Wie gesagt, Personaler, also ich habe gar keinen Zugriff eigentlich auf die Dateien. Offiziell. Technisch könnte ich schon, aber will ich nicht. Wie gesagt, ich bin nicht dafür zuständig, dass die Leute ihre Programme beherrschen. Nicht meine Aufgabe. Dankeschön. Noch 68 stehen. Das macht nichts. Okay. So. Dazu anhängend Ist doch geil, übrigens oder? noch ein... Irgendwann wollten die mal für unsere Kunden ein Seminar abhalten. Und für dieses Seminar dann eine Teilnahmeurkunde oder so ausgeben. Oh, okay. Ich habe das Dateiformat noch nie gesehen. Das war irgendein uraltes Dokumentenerstellungsgedönse, ähnlich wie wie heißt das? Wie heißt das? Adobe. Latex? Ja, irgendwie mit Grafiken und sowas. Ja, okay. Auf jeden Fall, die Datei war komplett kaputt. So konntest du mit nichts mehr anfangen. Also die war halt nicht nur alt, die war halt kaputt. Und keine Ahnung. Hätte mich da vielleicht noch hinsetzen können, das irgendwie, aber dazu hat man halt nicht, wenn man noch Support macht und alles mögliche andere. So. Also ab und zu mal eure alten Dateien durchgehen. Gehen sie noch auf? Sind die Dateiformate noch okay? Habe ich das Programm, mit dem ich das letztens geöffnet habe, überhaupt noch drauf? So Sachen. Okay. Zur Kenntnis genommen. So. Ich möchte nur mal kurz anmerken, dass das da drüben, der ist genau an der Grenze zu Problembär. Ja, der ist doch auch chillt. Also. Er ist halt chillt und deshalb will ich ihn jetzt auch nicht erschießen, nur weil ich denke, es könnte ein Problembär sein. Wir sind ja nicht in Bayern. So, von daher. Nicht mehr. Das ist lange her, hey. So. Guti, jetzt mach mal hin. Du hast noch 6 Minuten. Ich will eine coole Geschichte hören. Oh, das ist zu lang. Oh, das geht schnell. Texteingabefelder. Ja. Funktionieren nur, wenn das Textfeld aktiv ist und man nicht irgendwelche komischen Systemtasten gedrückt hat, wie zum Beispiel Steuerung. Weil dann kann man nämlich nichts ins Feld eintippen. Weil dann denkt die Tastatur, man will jetzt Steuerung S drücken und irgendwas abspeichern oder irgendwas anderes machen mit Steuerung. Okay, aber nicht irgendwo in dem Textfeld was schreiben. Aha.
Also wenn ihr das nächste Mal irgendwo es nicht eingeben könnt und ihr seid am PC oder sowas, guckt mal kurz unter euch, ob da nicht irgendwie ein Ordner drauf liegt, die Maus oder was ich letztens in Reddit gelesen habe, die Oberweite oder der Bauch. Oder eine andere Tastatur. Beispiele brauche ich nicht. Danke. Oder eine andere Tastatur. Ja, also ach so. Oh, okay. Da hast du jetzt aber. Das bin direkt ich. Scheiße. ja. Also, ja. das da. Ja. Oder ein Controller. Ja, gerade die Ecktasten, also Steuerung oder sowas oder Escape, da liegt, ja, vielleicht. Ja, okay. Aber das ist ein sehr guter Tipp. Den finde ich wirklich, wirklich gut. Ja, der hat jetzt aber nur 1 Minute gedauert. Fast immer noch 4 Minuten. Ach, so, mir geht der Marmor alle. Ich gehe mal da hinten gucken. okay, Phone. dann halt noch eine Excel-Geschichte kurz. Okay. Und zwar Hellenformate. Ah. Ich habe gerade kein Excel offen. Ich kann es euch leider nicht sagen, wo sich dieses Dropdown befindet, wo man die Zellenformate auswählen kann. Ja. Aber wenn ihr im Menüband guckt und da, glaube ich, unter Zahlen oder sowas, also ja, kann man überlesen, das ist eh viel zu klein, um das überhaupt zu finden. Auf jeden Fall steht da standardmäßig Standard drin. Was steht drin? Standard. Standard. Dieser Standard macht, dass sich Sachen wie Kommazahlen mit 0, oder sowas oder auch Datumseingaben sehr seltsam verhalten. Also die 0 wird oft geschluckt, bei sagen wir mal, keine Ahnung. Du willst eine Postleitzahl eingeben. Ja. 01159 oder so. Das habe ich 1159, okay. Die 0 wird verschluckt. Oder eine Vorwahl. Oh, das ist schlecht, ja, ich verstehe das Problem. Ja, okay. Also alle führenden Nullen werden halt einfach gelöscht. Oh. Die sind nicht existent. Du musst dann halt wirklich oben das Format angeben. Und wenn das Format nicht voreingestellt zur Auswahl steht, dann musst du es halt benutzerdefiniert reinkloppen. Okay. Also wenn da 2 führende Nullen sein sollen oder, keine Ahnung, 5 Nachkommastellen, dann musst du das da reinschreiben. Ja, okay. Das passiert auch. Ja. Generell ist Zellen und Zellenformatierung auch so eine Sache für sich. Ich sage nur null, nicht null, sondern null und empty und doch nicht und dann. Oh, was auch ein interessantes Formeln. Wenn du die Systemsprache und das Office auf Deutsch hast, dann musst du die Formeln auf Deutsch formulieren. Oh ja. Ansonsten auf Englisch. Ja, das stimmt, ja. Da ist halt kein if, while, when, sondern das ist dann eine wenn, dann. Ja. Okay. So, der Mond geht auf. Meine Äxte sind dahin. Meine Hackebeile. Ich habe beide Thorium-Dinger platt gemacht heute. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um eine Folge etwas prematur. Okay, wo habe ich denn mein Englisch gelernt? Hey? Zu beenden. Also vormatschig quasi. Ja, genau. Bevor man die Uhr in den Bab gefallen ist. Ja. Prämatsch-Uhr. Ja. Zu beenden und sagen Dankeschön. Und Morgen kommt Teil 3 von IT-Geschichten und da will ich mindestens 3 IT-Geschichten große hören, okay? Gut. Tschüss. Dann mache ich mir eine neue Hacke.